Platt, platt, papperlapapp. Ja, liebe Lüt, da bin ich nun mit mein Video und vertell jo ut mein plattdütsch Leben, meine plattdütsche Geschichte. Ich glaub, letztes Wochenend oder letzten Freitag, da hab ich jo schon ein bisschen was vertellt von meine Kindheit. Und da hab ich jo auch gesagt, ich ha als Kind zum Schuljubiläum was vorlest. Und zwar wär dat ut Rudolf Kienau, Sünn in de Seils. Und zwar wär dat Kindertiet. Ich wär ja das einzigste Kind in der Klasse, der Plattdeutsch sprechen kann. Und ja, ich fange einfach mal an. Ich weiß ja nicht, ob ich das Urheberrecht erhält, aber als ich in Fingwader und ein grün Kohlgrubenbürn in Fingwader war de Kinder geboren. In Sommer bringt jüm de Arbeiter und in Winter kriegt sie auf den grünen Kohl. Jo, ich bin nicht un grünen Kohlgruppen, ich wär ganz normal über die Welt kommen, jo. Und ich kann jo auch vertellen, was das so ging, als meine Eltern mich anreuert haben. Aber das ist jetzt kein Thema. Jo, Plattdütsch und jo, ich habe vorhin schon andüht mit dem Unsorte oder ich wäre ja ein bisschen überrascht. Ich wüsste gar nicht, dass es einen Verein Niederdeutsche Bühne gibt. Und das habe ich erst kürzlich geheuert. Und jo, und das Unsorte oder betrifft. Und ich finde das einfach gut, wenn sich da jetzt andere Leute kümmert, dass da wieder mehr Plattdeutsch gesprochen wird. Das kann ich angehen, dass der Titels ob Hochdeutsch kommt und dass noch mehr Hochdeutsch sprechen wird. Denn lang, jo man, eine Komödie am Winterhuder Fährhus blieben soll. Ich finde, das ist ein plattdeutsches Theater und ich kann so all nur opfordern, schrieft ans unser Theater und sagt, dass das plattdeutsch blieben soll. Ein plattdeutsches Theater, das habt wir hier in Hamburg nötig und das ist wichtig. So, und damit höre ich jetzt erstmal ab mit mir. Ich kann noch mehr Geschichten zu unser Theater vertellen, aber ich komme ja nicht so gau achteran. Jo, ich ha in der Schule nun Plattdeutsch lesen und dann jo, wär ich immer mal in Ulvada wie Tante Lene und wie Helmut und wie habt das spielt und es wär immer Plattdeutsch schnackt, das hab ich abgenommen. Und dann gibt das irgendwann mal eine Zeit, wo ich da nicht so viel Plattdeutsch mit anfangen konnte und wollte das auch wohl nicht mehr schnacken. Und dann ging das so los in den 80er Jahren, da habe ich mich immer mit meinen Freundin Uzi getroffen. Und zwar montags abends hab wir das plattdeutsche Hörspiel vom Norddeutschen Rundfunk gehört. Und das wär immer ganz schön und das wär so ein fester Punkt. Und das hat uns gefallen und so daraus ist dann die Idee ursprungen, wie könnt ihr auch mal ins unser Theater gehen? Tja, und das habt wir dann umsetzt und da wären wir in der Graute Blicken. Große Bleichen, da wär ja das ole Scheune unser Theater. Da habt wir dann alle Mann, meine Öllern wären dabei und noch andere Lüd, da habt wir dann in der letzten Reihe sitzen und habt uns zu scheuen Stücken und unser Theater ankicken. Ja, und wie das nun wieder geht, das vertelle ich nächste Woche. Und denkt dran, Plattdeutsch lebt und Plattdeutsch müsse im unser Theater bleiben und Lüd, ihr Plattdeutschen dort was dafür. Also, ich wünsche schon ein schönes Wochenende, ein schönes plattdeutsches Wochenende und mogt was gut. Ich sag mal tschüss. Schönes Wochenende und rettet das plattdeutsches Programm unser Theater.